Gott am Rhein, ich wenn stehen, die sehen den Scheindach. Ein Zwiebelvers von der ersten 1. Petrus 4 Vers stehen. Und wann je hier schon stütze je Leden haben, wat der judenvoller Gott, der jünt in Christus Jesus zu seiner ewige Herrlichkeit berufen hat, jünt Salz abrechnen und wieder herstellen und steuern. Wils Moses doch, dort an keiner beobachten deut, schlug er in Ägypter dort und verstärkt sein Körper der manken Sohn. Diese Sache brachte so weit, dort er in seine eine Lebensgefahr kam, in 40 Jahren in der Wildnis verbringen. Jöf Gott Moses Fuß ab, wils er in Ägypter dort schlug? Nee. Wils er in der Wüste schubhalten dort, jöf Gott den für viele Jahre in der sehr wichtige große Arbeit. Wie soll noch, Gott befahl Jona, nun nicht weiterzugehen, um dort zu predigen. Aber das hat der will dort nicht. Gott aber ist ein Gott von Güte. Durch eine ganz unangenehme Erfahrung in einem festen Buch, mögt Gott Jona red, um wirklich zu tun, was er von ihm verlangt hat. Wie soll noch, dass Petrus Jesus ganz verliehen hat. Und doch reagiert Gott darauf nicht so mit, als wir Menschen würden haben. Gott sieht nicht, dass er wieder zu nichts brauchen wird, sondern Petrus, der wird trotzdem zu einer ganz großen Mission gebraucht. Johannes Markus, wir von Paulus euch sein als unfähig, zum Dienst tun. Nur Apostelgeschichte 15 Vers 39. Doch Luther muss Paulus ansehen, dass er Markus doch für eine Arbeit gebrauchen kann. Dit ist uns ein Trost und eine Ermutigung. Weil wir Gott danken für seine Gnade und für seine Geduld mit uns. Wir haben auch Tiden, wo wir glauben tun, dass für uns nichts zu tun ist, dass wir nicht zu brauchen sind, um für Gott ein Ding zu tun. Aber wenn wir wirklich mit dem mit der Reue in Busse umherkommen tun, können wir uns seine Liebe und seine Vergebung ganz sicher sein. Und er wird uns für arm im Dienst nehmen, und ob wir können, die Dinge tun, die wir in uns als niemals nicht würden können tun und uns nicht fähig sein, die Dinge zu tun. Durch seine Gnade können wir in die Helligkeit gefasst sein, zu ehren. So ist 2. Timotheus 2 Vers 1 finde ich uns lernen das. Und du sagst, und wer sich von dort reinigt, dort nicht zu ehren ist, wird in Gefäß zu ehren sein, dort du geheilig und reut ist, dort der Meister zu alle gute Werken brauchen kann. Gottes Segen, und wieder einen gesehenen guten Tag.